Ja, es wird generell sehr spannend. Es wird wahrscheinlich die deutsche oder die russische Hymne am Schluss erklingen. Aber das ist jedes Mal wieder von neuem ganz spannend. Wer wird es heute um das Quäntchen besser sein? Die zweite Formation aus der Mongolei. Sie nennen sich Moondance. 2013 gegründet und sie sind jetzt bereits zum 4. Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei. Ein sehr junges Team und sie kommen aus der Hauptstadt von der Mongolei, Ulaanbaatar, auch oft als die kälteste Stadt der Welt bezeichnet. Und da haben sie jetzt eben diese das Thema gewählt, Ice Queen. Bisschen Anlehnung an den Disney-Blockbuster Frozen. Gab es einen König, eine Königin in einem sehr, sehr kalten Königreich. Und der wollte seine Königin finden. Und dann war plötzlich die Königin ein bisschen in Aufruhr und ja, das wollen sie dann erzählen, was da dann passiert ist. Ja, vielleicht spielt das mit eine Rolle, dass man sich in der kältesten Hauptstadt dann ganz schnell und intensiv zu lateinamerikanischen Rhythmen bewegen muss, damit es ein bisschen wärmer wird. Ja, Sie haben voriges Jahr in Bremen erst zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft teilgenommen, sind gleich Fünfte geworden, also wirklich ein sehr erfolgreiches junges Team. Wir haben einen sehr erfrischenden Stil, sind in mancher Hinsicht noch ein bisschen anders, stechen heraus. Und über den Finaleinzug, also ich habe mich in der Pause kurz mit österreichischen Trainern unterhalten, die gesagt haben, ja, wir wollen aber schon beide Formationen im Finale haben sollen. Ja, ich auch, aber blöderweise getanzt haben die Mongolen schon gut. Haben mich etliche nicht erfreut angeschaut. Ja, vielleicht haben Sie auch ein bisschen Anleihe genommen bei einem Trainer, der sich ganz gut auskennt in der Formationsgeschichte, der Benjamin Fehlbusch, der ja früher ein Mitglied von Grün-Gold Club Bremen war und auch immer noch das Juniorenteam dort trainiert. Insgesamt, das habe ich Ihnen, glaube ich, noch nicht gesagt, haben 18 Formationen an dieser Weltmeisterschaft teilgenommen. Das heißt, es mussten einige Runden getanzt werden. Und da heißt es wirklich Konzentration bis zum Schluss. Ja, das ist wirklich auch für die Wertungsrichter eine Herkulesaufgabe, so ein Monsterprogramm. Man darf ja da während der Wertungsteile wirklich keine Sekunde verpassen. Man
Man sollte möglichst alles gleichzeitig sehen. Man sollte die Formation als Ganzes im Auge behalten, sollte aber auch natürlich einzelne Paare sehen, ob sie nicht in irgendeiner Form herausstechen. Das tun sie dann meistens durch kleine Hoppalas. Unterschiedliche Variationen der V-Form hat man jetzt sehr schön von oben gesehen. Damen und Herren in Durchdringung. Ein sehr erfrischendes, junges Team, wie du gesagt hast. Und durchaus möglich, dass da bald einmal der Sprung aufs Podest gelingt. Wobei bei den Formationen muss man vom Sprung aufs Podest ein bisschen Abstand nehmen. Die werden anders geehrt, da passen nicht alle aufs Podest hinauf. Braucht man großes Podest. Aber ja, ich meinte halt in die Medaillenringe zu kommen. Ja, jetzt müsste endlich wieder mal eine österreichische Formation aufs Podest springen. Das ist einmal gelungen, aber das war schon in den 80er Jahren. Und ja, wir werden sehen am Ende dieses Tages, wie es diesmal für das österreichische Team, die österreichische Formation, die